die Tyrannei in Ostturkestan zu vertuschen, täuscht China weiterhin die gesamte Welt. Derzeit werden tausende Journalisten aus Peking heraus vorbereitet, nach Ostturkestan entsendet und damit beauftragt, die Region aus einem positiven Licht darzustellen. Diese Veranlassung zeugt von dem Druck, der von außerhalb auf Peking lasten muss. Die Propagandamedien sollen in Kürze der internationalen Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Indonesische Muslime demonstrieren weiterhin für die Befreiung Ostturkestans. Der chinesische Konsul für Indonesien besuchte den indonesischen Gelehrtenrat, den er mit dreisten Lügen für Chinas Politik einzunehmen versuchte. Der Gelehrtenrat misstraute den Aussagen des Konsuls, weitere Proteste der indonesischen Bevölkerung folgten. Den chinesischen Medien zufolge kaperte in Longyan, südwestlich von Fujian, ein Attentäter einen Bus und fuhr damit in eine Menschenmenge. Dabei kamen 5 Personen ums Leben, weitere 21 sind verletzt. Es gelang den Polizeikräften, den Attentäter dingfest zu machen. Einer Mitteilung aus dem kasachischen Verteidigungsministerium zufolge sollen im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit die kasachischen Kampfverbände einen Teil der Su-30SM-Kampfflugzeuge aus Russland empfangen haben. Bisher seien die ersten Testflüge erfolgreich verlaufen. Einwohnerrettungskräfte und Journalisten stellten in den Meeren eine erhöhte Wellenaktivität fest. Deshalb wurde die Evakuierung der Betroffenen angeordnet. Derzeit bieten hohe Berge Schutz vor der Naturkatastrophe.